Neuer Paar, neues Glück. Willkommen zurück zu Pikmin 4 zur Expeditionsrunde. Viel haben wir nicht mehr zu tun, aber ein bisschen was muss noch sein, bevor wir uns, keine Ahnung, Louis stillen. Wie auch immer das aussehen soll. Von 6 Gebieten haben wir bereits 4 zu 100% abgeschlossen. Es fehlt noch das Ding. Und ein Urwalddickicht. Ich bin nicht mehr so ganz sicher, ob der Urwalddickicht war oder das Ding hier, wo wir die lila Pikmin unbedingt brauchen. Ich glaube, das war Urwalddickicht. Na, wir gucken mal. Also unbedingt brauchen im Sinne von jetzt irgendwie so einem fetten Goldbarren, da brauchen wir 1000 Pikmin Power. Und da ja ein lila Pikmin die Kraft von 10 normalen Pikmins hat, brauchen wir halt 100 lila Pikmin. Die wir mittlerweile haben, dank der lila Zwiebel, noch aus der Probe des Laubweisen, an die ich mich immer noch mit Schrecken zurückerinnere und froh bin, dass wir die endlich abgeschlossen haben. Hier hingegen, der Giganten will uns keine Schätze mehr, noch 3 zu retten. Das ist die Frage, Dandori-Duelle oder es muss 3 Dandori-Duelle sein, wenn ich mich richtig erinnere. Erstens das und zweitens, sonst müsste eine Höhle sein, weil eine Höhle, ohne dass wir Schätze holen müssen, oder holen dürfen, holen können wir auch immer, wäre ein bisschen seltsam. Also, zurück zu den Dandori-Duellen. Ich meine, wir haben das mit dem Probe des Laubweisen geschafft, wir werden auch das hier irgendwie den Rest davon noch machen. Ich hoffe es zumindest. Dandori. Immer das Zeitlimit ist eine Schätzung Kreaturen. Ja. Kriegen wir sicher irgendwie hin. Eine ganz heiße Luft, Freunde. Ja, ist ganz heiß. Oh, dann nur Level 4. Ja, wir gucken mal. Ich habe auch 1, 2 oder auch 3 Versuche. Erstmal die Map kennenlernen. Mehr Pikmin, verliere sie nicht. Eine Grundregel beim Dandori. Kennst du die Grundregel? Dann weiß es mir. Dandori über alles. Dandori! So, Alter, leck mich fett. Oder vielleicht auch lieber nicht, wir werden es gleich sehen. Währenddessen geht Ocean schon mal vor. Der bringt jetzt nicht viel. Da halt eigentlich gar nicht so wirklich. Ich brauche erst einmal. Wo ist denn hier? Haben die ist erst da? Oh, also war es erledigt, krass. Gute Arbeit, Ochin, gute Arbeit. So. Mal kurz entfachen, dankeschön. Jetzt mitkommen. Wunderschönes, da muss ich erst mal alles umstellen, dann klappt das noch nicht so, wie ich gerne hätte. Also. Dann erst mal hier rüber. Währenddessen, Ochin, du gehst mal kurz zurück. Du kannst einmal die Schätze eigentlich alle schon mal mitnehmen. Pikmin, niemals langweilen. Ochin, was machst du denn hier, bitteschön? Nein! Oh Mann! Das wollte ich eigentlich verhindern. So. So. Ochin soll ja alleine agieren, das passt soweit schon. Gut, der kam gar nicht mit, deswegen gut. Das ist jetzt auch mal geklärt.
Dann Ochin, du gehst dann nochmal hier rüber und holst das Ding hier mit. Wenn ich es irgendwie so schaffe. Ah. Dann. Eventuell noch mal ganz kurz hier rüber. Gut. Schon ein paar Pikmin, die Ocarina der Zeit mitnehmen oder die Fälschung der Ocarina der Zeit, kein Plan. Hä? Wieso geht das nicht? Achso, war der falsche. Sehr gut, dann jetzt kommen wir da rüber. Dann Pikmin mitnehmen. Damit wir alle zurückkommen. Machen wir das Ding hier noch. Ich wollte eigentlich abschießen. Wo geht's jetzt da entlang? Da ist Ochin. So, Ochin bitte das mitnehmen. Dann klappt es nämlich auch schon wieder mal. Und dann ist hier drüben. Dann. Währenddessen bei Ochin und Kokage. Mitnehmen. Dankeschön. Du. So, jetzt haben wir natürlich hier ein kleines Problem mit dem Schalter. Wie löse ich das am besten? Eventuell eine kleine Abkürzung, das wäre ganz geil. Moment. Aber gibt ein Problem, warte mal. Das wird in die falsche Richtung. Wenn ich jetzt den abbaue, habe ich ein Problem. Und dem hinnehmen geht auch nicht so geil. Auch Probleme. Einen riesigen Umweg machen. Was soll ich überhaupt schaffen? Ochin, ihr müsst mal... Uff, ist das mühsam. Ja, warte mal, wir machen es von hier aus, da geht besser.
So, Olchen bitte noch den mitnehmen. Okay, aber ganz knapp geschafft. Ja, klar, er hat es jetzt von Anfang an mit den Wegen und so besser gemacht und Olchen in eine andere Richtung geschickt. Also da ist definitiv mehr drin. Die Gegner natürlich auch nicht mitgenommen, ne, ist auch klar. Und er besiegt habe, vergesse ich irgendwie immer wieder. Dass der Gegner auch mitnehmen muss. Weil besiegen alleine reicht halt nicht, ne? Okay, okay. Aber ja, war ein bisschen vorne jetzt, aber ich sage jetzt mal so, mit 200 Spielen zum dritten Mal hat es jetzt auch, also auch Silber, vielleicht sogar Gold geschafft, hä? Einfach ein bisschen aufteilen. Was halt eben ein bisschen schade finde im Vergleich zu früheren Pikmin-Spielen, du kannst ja deine Pikmin-Truppe nicht mehr komplett aufteilen. Zum Beispiel sagen, okay, ihr könnt jetzt so aufteilen, dass ihr die roten jetzt irgendwie links hätte und die der Pikmin gerne rechts, die Flügel-Pikmin. Ich meine, es geht schon irgendwie, aber ich habe das Gefühl, früher war es ein bisschen angenehmer. So, bitte mitnehmen. Gehen wir zum nächsten Dandori-Duell. Wir haben noch ein paar übrig. Machen wir den hier. Ist auch schon die Zwiebel. Ja, ja, gut. Beziehungsweise unser Raumschiff, da können sie einfach easy peasy den einfach da versorgen. Ja, Nur eine Markierung war. So, weg damit. Ja, sind auch gleich da. Mal nur kurz ab, bis sie ihn da eingeladen haben. Na kommt, macht hin. Spüre eine Spinne. Kein Plan. So. Ja, den Laubling gerettet. Sehr gut. PNF 40404. Ja, der Name des Planeten. Die Laublinge sind hier zu Hause. Wir leben Dandoris. Für immer und ewig. Strategie Kühlschrank. Klingt nicht gut. Schon ein Vierer. Mann! Immer diese Stufe 4 Dandoris. Ja, bist du Dandori, umso wichtiger bist du. Bist du gut in Dandori, bist du gut in den Pikmin? Ich liebe meine Pikmin. Pikmin sind alles, Pikmin ist Liebe. So Ressourcen natürlich, und da gar keine, weil der ja immer nur das aufteilen muss. Das sieht auf den ersten Blick eigentlich einfacher aus. Wir gucken mal. So, der wieder mitkommen. Das ist auch schon gemacht. Natürlich alle mitkommen, ist ganz klar. Ochi, nimm du den doch bitte schon mal mit. Wenn ich schon mal dabei bin. So, hatten wir das auch. Fehlt noch einer? Nö, werden alle, wa? Ne, einer fehlt noch. Hier. Ich frage, ob das was bringt. Tut das echt noch? Krass. Wo läufst du durch, Ochin?
weniger Gegner, desto besser. Noch mitnehmen, die schnell pflücken. Beseitigt, sehr gut. Und dann noch irgendwie so ein Fettiboletti, keine Ahnung. Sehr gut. Da muss man gucken. Da war noch die Eispigmin. Hier wäre eigentlich so schön, noch irgendwie was zum Anfeuern hätte. Das war die Abkürzung, sehr gut. Kurz mitnehmen. Hä? Wirf doch! Wow, ernsthaft? Obwohl er eigentlich down war. Super. Das ist die Frage aller Fragen. Okay. Machen wir sie wieder ein bisschen anders. Ochin, mitnehmen. Und die paar Roten, die ich noch habe, mitnehmen bitte. Wollen wir was anderes machen hier? Tut mir leid. Viele Fortschritte, ja, ich sehe schon. Du. Zehnte Aufteilung, ich weiß, da bin ich eigentlich dabei. Also, dabei, versuch's. Ochin. Dann geht er doch mal hier hoch. Eventuell vom Vorteil, wenn ich jetzt schon die Brücke fertig hätte. Und dann unten durch. Okay, warte, machen wir nochmal von vorne. Ach, dass wir jetzt da irgendwie so viele Pigmen verloren haben, das nervt mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Machen Sie nochmal anders, komm. Dankeschön. Du. So. Das haben wir auch schon mal. Du.
Lila Pikmin hier natürlich ganz wichtig. Das bei dem da auch gut funktioniert. Bin erwarten über Pikmin, auf noch warten. Sehr gut. Gegner fast alle erledigt. So. Okay, Pikmin Armada. Nein, noch nicht ganz. Fast aufteilen. So. Jetzt aufteilen. Ochin. Nimm den mit. Die Eispikmin nehmen bitte den mit. Ja, deswegen, weil die meine roten Pikmin leider frieren. Leider. Okay. Gut gemacht, Ochin. Nein! Oh, nicht dahin. Warte mal. Komm schon, ganz normal. Du sollst mitnehmen, nicht irgendwie saufen oder so, aber wenn da unten irgendwie ein Ding war. Also bitte. So. Hier ist ja relativ warm. Also weiß nicht. Relativ. So. Gut, effiziente Aufteilung von Dandori, da stimme ich ihm komplett zu. Ansonsten bin ich hier soweit durch. Dann. Ochin, geh doch mal bitte hier rüber. Die Truppe. Geht eigentlich mal noch schnell hier rüber. Geht natürlich nicht, super. Das müsste eigentlich ohne gehen. Nein, Moment, das waren ganz die falschen. Ja, wo die Eispikmin haben. Warum kapiert ihr es nicht? Es ist doch nicht so schwer. Ich will, dass nur die mitnimmt und den da nicht. Warum macht es mir so schwer, liebe Pikmin? Warum? Was habe ich euch getan? Jetzt mal ganz ehrlich. Das muss so verdammt schwer sein, nur das zu tun, was ich will. Also. Jetzt haben wir hier viel. Ochin ist gleich da. Jo, perfekt. Ochin sammelt schön hier ein. So. Rutsche bitte mal kurz hier rüber. So, niemals langweilen, Pikmin, habt ihr gehört? Ja, das Ding noch mitnehmen. Sehr gut. So, wo gehe ich jetzt mit denen noch hin, ne? Es ist eigentlich nur noch ein Schatz übrig.
Oder ich sehe das irgendwie falsch, aber... Ich meine, ja, sind noch die Gegner da, haben nicht ganz vergessen, Freunde. Diesmal nicht. Und wenn ich mir alle hinkriege, aber ein paar dürfen es noch sein. Nein, noch Gold drin? Nein! Nur Silber. Aber auch das jetzt ein Level, wo ich sage, da kriegst du auch Gold noch hin. Natürlich hat einen Fehler gemacht, dass ich unterwegs ein paar Gegner nicht direkt mitgenommen habe. Zum Beispiel die großen Fäden noch locker mit Rutschen direkt mitnehmen können. Man so einen Weg erspart. Also Gold, ich sage sogar Platin ist hier. Ja, das ist möglich. Sehr gut möglich sogar. Da fand ich den anderen tatsächlich ein bisschen schwieriger. Noch ein Dandori, wa? Dann haben wir auch diese Welt abgeschlossen. Ich bin ganz ehrlich, das soll Ochi machen. Weil er ist gefühlt am schnellsten, muss sowieso irgendwie hier hoch noch. Aber da kommen wir auch mit Dodgen hin, ne? War mir nicht mehr ganz so sicher, ob ich zu Fuß auch mit Dodgen hinkomme. Was sagt Gesamttotal? 86%. Perfekt. Hier haben wir natürlich auch noch ein Dandori-Duell. Aber das ist echt die Frage, wie viel Dandori-Duell haben wir überhaupt noch zum Schluss hin? So viele können es nicht mehr sein. Wo will ich jetzt hin? Okay. Ja, mit Dodgen einen anderen Weg gehen können, war super. Ein Laubling gerettet. Fehler. Ja, ist ein Fehler. Der Laubling ist ein Fehler. Ich frage mich halt tatsächlich, soll ich dann nächste Folge oder übernächste Folge, okay, hier gehe ich ohne Watching hin. Nächste oder übernächste, können wir wieder mal hochkommen, Freunde. Natürlich seid ihr zu doof dafür, ist mir natürlich klar. Ja, jetzt fällt natürlich auch noch hier runter, super. Nächste oder übernächste Folge mal wieder Nachtexpeditionen machen. Für all die, die wir bereits gerettet haben. Und vielleicht noch retten werden. Nimm, 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 nimm. So, kann ich eh nichts machen, ne, bei dem Ding. Hä? Warte mal. Ah, ne, wie ging das schon wieder? Kann man gar nicht so hoch, hä? Nehmen wir von der anderen Seite, also muss ich rüberspringen. Stimmt, das war ja ganz extrem hier. Okay. Kann man das noch irgendwie so hoch, oder? Anders ging es doch gar nicht. So. Effizienz-Aquarium, sammeln das Zeitlimits, alle schätzen Kreaturen schon wieder, ist immer dasselbe hier. Man könnte meinen, es sei irgendwie eine Vorbereitung, eigentlich eine Vorbereitung gewesen für die Probe des Laubweisen. Das kommt mir ein bisschen vor.
Die war zum Teil echt krass. Lecco mio. Aber hat es gelohnt, für die ganzen weißen lila Pikmin. Die wir jetzt züchten können, dank der Zwiebel. Zwiebel. Dann du über alles. Gib Pikmin Aufgaben, die sie mögen. Schlüssel der Erfolg, zeig mir, dass du verstehst. Pikmin. So. Das verstehe ich soweit noch. Das kommt mir irgendwie so bekannt vor, Freunde. Das nicht schon mal? Auf einer ähnlichen Art und Weise, logisch, aber... Oh! Da waren die falschen, sorry. So, Geh jetzt mal ganz kurz rüber und holen wir noch ein paar gelbe Pikmin hier. Huch, nee, das hier. Okay. Und die Pikmin sollen sie nie langweilen, gib ihnen Aufgaben. Mhm. So, noch mehr von allen, sehr gut. Dann noch eine klitzekleine Spinne, die soll das Teil hergeben. Ist das eine Eisspinne oder was? So. Bitte mitnehmen. Nehmt das auch noch mit. Pikmin sollen sich niemals langweilen. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Dann haben noch welche. So, das können eh nur die blaue machen. Das auch schon mal. Noch ein paar blaue Pikmin holen wir auch gleich. Erstmal gucken, kriege ich das schon mit 10 Gelben runter oder? Ja, okay. Gut, die gelben bitte, das ausbuddeln. Oh, wisst ihr was? Nein, Moment. So. Links alles, dann geht es da noch weiter.
Den mitnehmen, Nochin. Ja, aber auch das schaffen wir. Mit dem Minimum, mit Bronze schaffen wir das locker. Stetiger Fortschritt, der Sieg zum Dandori. Ich weiß, okay, dann muss ich so durch. Ob das Viech schon platt mache, ist eine andere Frage. Ne, von hinten geht ja auch. Ja, können wir noch ganz kurz. Ich hab einen Gegner vergessen da unten, war? Shame on me. So, nur die Kraft von 10 Pikmin, gar kein Problem. So, Ochin, den mitnehmen. Die gelben Pigmente D mitnehmen. Das haben wir noch eigentlich so gut wie durch. Jo. Und eine Silbermedaille! Und noch mehr! Hä? Wo ist der jetzt? Ah. Wir haben noch ein paar blaue mehr jetzt gereicht. Haben sogar Platin gereicht. Ja? Also hier, auch hier, gar kein Problem. Da schaffst du jetzt Platin locker. Hätten ja, einfach alle meine Pigmente da hinschicken können, wäre natürlich schneller gewesen. Dann Dandori zu stark, ich weiß. Ein Dandori war schon immer zu stark. Was soll man machen? Es ist wie es ist. Dandori stark, Michael stark. Jo, umgekehrt, ne? Michael stark und Dori stark. Naja, egal. Ja, so macht Spaß, muss ich zugeben. Gerade eben, nachdem wir so die Probe des Laubeisens alles geschafft haben, ist das natürlich alles, ich sage jetzt mal ganz doof gesagt, Pillepalle. So. Pigel mitnehmen. Ich nehme jetzt diesmal tatsächlich, und wir jetzt kaum glauben, nur die weiße mit. Nein. So. Mal ganz kurz meinen Platz hier ein bisschen verschieben. Obwohl. Ne, muss ich gar nicht. Das gerade wegen den Blumen, aber jetzt ja auch genügend. Nein. Hier. Weiße Pikmin, weiße Pikmin.
Da ist er, der Gute. Genau, nicht anders. Ich muss die Visitenkarte anschauen. Ja, die Visitenkarte ist natürlich sehr schön. Wobei ich mich frage, warum beim Laubifizieren, wie auch man den Prozess nennen soll, warum zum Henker irgendwie auch die Visitenkarte verändert wird. Dass sie nicht mehr gelesen werden kann, okay. Irgendwie. Aber trotzdem sieht es ein bisschen schräg aus. Und vor allem das Profilbild auch geändert wird. Einfach mal, oh, jetzt sieht halt anders aus. Bäh. So, gehen wir ans Pflücken. Nur 62, hä? Gedacht, wir hätten schon mehr. Naja gut, ja, was soll ich sonst noch machen? Die Zeit ist ja so gesehen abgelaufen. Also nicht die vom Ingame-Tag, da haben wir eigentlich noch genug. In der Folge selber, ja, aber 40, also mir sowieso einen Tag beenden, bevor ich ein neues Gebiet kann. Ja, was können wir vielleicht für einen Endkampf noch mitnehmen, ne? Ganz kurz gucken, was haben wir noch an Materialien? Ups. 36 Dinger hier, also das wird auch locker reichen. Kann man ganz kurz nochmal hier hin. Dann noch rote Schleimgelee suchen. Du da, du da. 5 Stück waren es, pro Blume. Alle runterschlagen bitte, alle runterschlagen. Ach ja, die Pigmen haben so viel Spaß daran, es ist schön ihnen zuzusehen. So. Da ist die paar dort reichen vorerst. Ultra Motivierspray, das ist natürlich sehr motiviert, da sieht man ihn direkt an. Habe ich eigentlich hier die grüne Knolle, habe ich eigentlich platt gemacht? Bin gar nicht mehr so sicher. Nö, haben wir noch nicht gemacht. Die war aber auch übel. Alter Gott, da jetzt schon. Ja, du bist fett, ich weiß. Die haben natürlich auch extra viel geben, was für so die weißen Pikmin. Lecco mio. Ganz ehrlich, runter gegen das Vieh kämpfen, ja, aber nicht mit dem weißen Pikmin. Weil man, glaube ich, eine Armee aus Lila und den Roten machen. Dann gucken mit den Items, da haben wir noch genug. Ja, Motivierspray natürlich braucht es da. Pickpickard natürlich, um ihn irgendwie abzulenken. Steinbombe, Eisbombe oder eher Schocker. Ja, die Dinge halt. Also, was mache ich eigentlich hier? Ganz ruhig, Freunde, ganz ruhig. Ganz ruhig hier. Gut.
73, ja, nicht schlecht. So, jetzt ist das Problem, wenn natürlich alle Lila Pigments verlieren, habe ich ein Problem. Und zwar ein ganz großes. Ich hoffe mal, dass es nicht passiert, ne? Also man muss halt doch wieder ein paar Pigments sammeln. Erfahren, besser gesagt. So, ich gucke erstmal, ob gewisse Taktiken überhaupt funktionieren bei dem Typen. Das hält nicht lange. Kumpel, die Kraut ist da, ja? Irgendwie gar nicht, ne? Ja, der ist ein bisschen fett. Versuche mal einzufrieren. Ups, nein. Die Eispigmen natürlich, ne? Okay, aber das hält relativ gut an. Also jetzt hier statt mit den lila Pikmin gehe ich jetzt einfach halt auf die Eispigmin. Ich habe jetzt ein paar Eisdinger verloren hier, ist klar, aber da war zum Testen, okay. Damit Eispigmin besser. Die Einfrierung, die hat relativ lange gehalten, das finde ich schön. So, Freunde, mal gucken, ob wir das Vieh klein kriegen. Dass ich gar keine verloren habe, krass. Gerade deswegen, wegen dem Move. Ganz ruhig, Freunde, ich bin da. Natürlich so einen Scheiß macht, das brauche ich jetzt gar nicht. Nein, okay. War nicht ganz so, wie ich es eigentlich wollte, aber egal. Oh. Was für ein Vieh. Dass er keine Pikmin verloren habe. Ich hätte schwören können, wenn er runtergekracht ist, dass er da meine Pikmin getroffen hätte. Aber gut. Jetzt mal für einen unwahrscheinlichen Fall, ich glaube es wirklich nicht, aber es könnte natürlich auch sein, dass zu dem Zeitpunkt, wenn man die Eispigmin unten hatte und die können nicht zerquetscht werden. Weil ich dachte, das geht nur für die Felspigmin. Aber hey, nevermind. So. Kann ich überhaupt mit ein paar Pikmin hier holen, oder brauche ich dafür die extra fetten? Ja, 30 geht aber. Warte, braucht mehr. Ich überlege, ob ich mit Otschen nach vorne tragen soll.
So. Wie heißt der? Captain Knollnagel oder so irgendwie in der Art. Dann haben wir auch den geschafft, Freunde. Gott sei Dank. Haben natürlich viele Items dafür beraten, ne? Meine Fresse. Ein anderes Gebiet dann, kann man wirklich sagen, perfekt abgeschlossen. Wirklich perfekt. Oh. So schnell kann es gehen, Freunde. Plötzlich ist die 100 voll. Ah, sehr schön. Von jeder Pikmin-Art über 100. Da lacht das Herz. Hä? Tatsächlich? Alter, jetzt aber von den Lila und von den Weißpigmen beide 123. Ist das geil. Schönes Ding, Freunde. Schönes Ding. So. Hat aber auch. Wir haben es geschafft. Oder? Nochmal ganz kurz kontrollieren. Alle Schätze. Schlägt nichts mehr aus. Perfekt. Gut. Das heißt, es fehlt nur noch das letzte Gebiet. Nur der Urwalddickicht. Dort müssen wir noch ein bisschen was machen. Bevor wir uns in diese. Keine Ahnung, was das sein soll. Höhle? Ich glaube, die Rede war von einer Höhle, wa? Wo Louis sein soll, begeben sollen. Und ja, natürlich wäre jetzt die Frage, die man sich stellen könnte. Mach jetzt irgendwie vorher erstmal noch Nachtexpeditionen, bevor ich nochmal ins Urwalddickicht gehe. Aber ich glaube eher, ich würde einmal ganz normal dorthin gehen, um noch andere Höhlen und Natur-Duelle zu machen in der nächsten Folge. Und natürlich auch noch die Schätze zu holen in der Oberfläche. Und wenn wir das alles gemacht haben und eigentlich nur noch das letzte, das finale Gebiet oder der finale Endboss, und natürlich keine Ahnung, ob es nur der Kampf selber ist und noch irgendwas ansteht. Ich glaube, vorher noch eben die restlichen Nachtexpeditionen werden wir noch brauchen. Vermutlich noch 3, 4, 5 oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, die kriegen ja alle in einer Folge sogar unter. Und dann könnte es sein, dass wir, wenn wir jetzt Tag 48 haben, 49 nochmal reingehen, also ins Urwalddickicht. Alles machen wir jetzt auf den Endboss, dann raus, dann Tag 50. Na gut, natürlich die Nachtdinger, ja, sind ja mehrere Nächte. Okay, klar, nicht schade. Dann kriege ich sie bis Tag 50 oder so hin, aber nee, wird ein bisschen länger dauern. Nichts verloren, nur gekeimt. Eben da beim Endboss hier gerade. Ich bin noch erstaunt, dass ich da keine Pikmin verloren habe. Aber natürlich, mich an den Pikmin gewöhnt. Hilfe Ochin, hier wird gestanden, da sind es noch 13 Stück. Lecco mio, ey. 5 Gebiet zu 100%. Da will noch ein bisschen was, wa? Das Ochin alle Fertigkeiten lernen. Ja, gut, fehlen nur 4 Stück, da ist immerhin etwas. Sind wir auch schon ins Ziel geraten. So. Auch der hier, Diego. Mann, bist du geil drauf, ey. Ich weiß. Tja, bist du immer so cool oder was? Er konnte alle Gebiete 100%. Ja, eben mein Ziel ist eigentlich, dass er mit der letzten Folge, mit dem Endkampf gegen Louis, oder was auch immer das für ein Endkampf sein soll, also dann eigentlich nachher das Spiel auch abschließen können, ich auch schon alle Leuchtsets für die geholt habe hier. Das wäre eigentlich, ja, das er gerne hätte. Dann legen wir mal los. Ja, nix, ihr genau ein paar Items hier. Notfallkeeper haben wir auch nicht. Pickbeat-Dinger. Bis auf 10. Steinbombe, man weiß nie, wann man es braucht. Der fiese Schocker, finde ich auch ganz geil. Dieser Folger, Sensorbombe noch eine, damit ich immer 5 Stück davon habe. Sehr geil. Material und noch genug für die Dinger, aber das sparen wir uns für später auf. So, Ochin-Fähigkeiten. Sehr gut, mal gucken. Wir haben Heilen, aber wie gesagt, finde ich jetzt nicht so wichtig. Das haben wir einmal schon gemacht. Dann Mega-Sprint natürlich. Was bringt der? Aufgrund der maximierten Raumgeschwindigkeit auf dieser Stufe nehmen Kreaturen noch mehr Schaden.
Sprint 3 oder Rammgeschwindigkeit, kürzere Aufladezeit, längere Betäubung, geradezu ultimativer Sprint. Perfekt. Ja, passt mal. Ja. Guter Job. Ja, ich weiß. Aber jetzt einfach mal so rausgehört. So, Freunde, in der Hinsicht, vielen Dank wieder fürs Zusehen. Nächste Part alles ins Urwalddickicht. Um noch alles auf der Oberfläche zu erledigen. Oder eben noch Dandori-Duell oder noch eine Höhle. Aber ich glaube, Höhle, soweit ich mich erinnere, gab es keine mehr. Also noch Dandori. Da wollen wir ja schon irgendwas haben von mir. Was ist jetzt los? Ah, bist du zufrieden von mir? Gut gemacht, Mann. Erzähl eine goldene Herausforderung. Jetzt erzähl Platin. Die goldenen 3 Herausforderungen. Leck mich. Es gibt auch Sidequests, die man nicht machen muss, ne? Nur mal so erwähnt am Rande. Was haben wir gesagt? Genau. Nächste Folge Urwalddickicht für Schätze an der Oberfläche, die restlichen Gestrandeten in Höhlen oder Dandori-Duelle. Bis eben da auf den Endkampf und dann Nachtexpeditionen für all die hier. Plus die wir noch im Urwalddickicht finden. Ich hoffe, ich kriege noch ein paar Nachtexpeditionen mit 3 Leuchtbauern. Wobei 3 wird vielleicht schwierig, aber 2. Weil wir haben hier, ach du Scheiße, 7 Stück noch, die wir heilen müssen, mindestens. Also ja 8, 9, vielleicht sogar 10. Insgesamt waren es 13, ne? Sogar krass. Egal. Bis nächstes Mal und ciao zusammen.